Endlich ist die Zeit reif für eine spannende neue Episode hier bei The Witcher 3 Blood and Wine mit unserem Meisterhexer. Nicht nur was natürlich Montur betrifft, sondern natürlich auch unser Schwert. Ach, es ist einfach alles so geil. Hey Freunde, wir haben sie endlich wieder nach The Witcher 1 und theoretisch auch Witcher 2 durch Import, aber ist ein anderes Thema. Ironikt, ja, Ironikt, wie auch immer, wir haben das Schwert wieder. Ja, ihr habt noch gewundert von wegen Dame und Sinn und so weiter, wer das überhaupt kenne. Natürlich, Witcher 1. Mir ist Witcher 1 auch schon eine Weile her und ich hatte es nicht mehr so auf dem Schirm, dass es echt das Schwert war. Aber doch der Name, der ist eigentlich ziemlich einprägsam. Was für ein krasses Teil. Jo, sonst Manticore-Rüstung sowieso auch mega mäßig. Gut, ja, geht vielleicht besser, aber immerhin haben wir natürlich nicht 6 Rüstungen draufgepackt, waren nur 3 und eigentlich wollte ich dann noch verzaubern. Also, ja, wenn wir zurück nach Norden gehen, zum Ophiri-Schmiede und so weiter und so fort. Aber jetzt wollen wir etwas anderes. Scheiß Mücke hier. Nee, nicht scheiß Mücken. Wir wollen mit der Hauptquest endlich weitermachen. Nach so langer Zeit, ey. Zeit ist ein gutes Stichwort. Hallo? Ah, geht doch. Ja, natürlich, das tut weh, Geralt. Ich glaub's auch. So. Plötze. Was? Okay, plötzlich eine eigene Tür. Interessant. Ach ja, Bianco, unser eigenes Weingut. Und jetzt geht's endlich ab. Trifft dich nach Mitternacht mit Damien in der Mühle des Grafen de la Croix. Es ist dich jetzt ziemlich in der Nähe, weil wir bereits wissen, vor gefühlten 10.000 Folgen, haben wir das mal erwähnt. Ne, müsste etwa 3-4 Parts her sein. Los, Dictate und die Rüstung, was wir alles in der letzten Folge gemacht haben, einfach nur geil. Vor allem man direkt noch Schweine mit der Quest da wegen dem Schwert, weil im Prinzip könnte man die Quest schon früher angehen, aber wegen den 5 Rittertugenden, die müsste man eher, ja, soll man sagen, normalerweise, wenn du halt die Quest annimmst, hast du die 5 Rittertugenden gar nicht gemacht, deswegen, in der Regel kommst du hin, siehst einen alten Mann, der sagt dir, du scheinst Talent zu haben, aber du musst nochmal gehen. Du musst erst die 5 Rittertugenden machen, dann kannst du zurückkommen. Aber da wir bereits da uns gesagt haben, nö, komm, ich will erst alle Quests machen, bevor wir da weitermachen. Ja, Quests machen, bevor wir weitermachen. Ja, schon die Frage, wenn der Quest, die war jetzt nicht so vom Level her weit entfernt wie unsere aktuelle. Ob man das Schwert überhaupt nach dieser Quest hätte noch machen können, ist wohl eine andere Frage. So. Zeit stimmt aber, wahr? Einmal ganz kurz, Leute. Hat gerade irgendwie, aus welchem Grund auch immer, plötzlich mein Fernseher eingeschaltet. Ja, komm. Hä? Ja, irgendwie ist hier gerade auch ein bisschen gruselig. Hab gerade hier beim Spiel hier plötzlich eine leicht gruselig, also nicht gruselig, sondern irgendwie so, ja, geheimnisvolle Musik gehört. Und hat mir so, okay, Fernseher schaltet rein, das passt ja super. So, aber scheiß drauf. Dann gehen wir los mit der Hauptquest. Rechnet mit bewaffnetem Widerstand. Die Stärke der Befestigungen ist nicht bekannt. Eure Feinde haben Verrat begangen. Ihr kämpft zum Besten des... Geralt, gut, dass du hier bist. Bereit, Duntin anzugreifen? Ja, aber sowas von. Du hast offenbar schon einen Plan. Erklärst du ihn mir? Wir haben 2 Ziele. Die Schwester der Herrin finden und die Männer schnappen, die den Vampir erpresst haben. Duntin ist eine schlichte Anlage. Mehrere Gebäude, eine Mauer drumherum. In der Mitte steht der Bergfried, der vor kurzem von Roderick, dem älteren Ritter der Burg, wieder aufgebaut wurde. Wir greifen hier an, durch das Haupttor, und sichern dann den Bereich vor dem Bergfried im Sturmangriff. Wie viele Männer verteidigen Duntin? Weißt du das?
Roderick hat einige Ritter zur Verteidigung da. Es ist keine Armee, aber es könnten ein paar Dutzend sein. Außerdem hat Roderick vor kurzem eine Bande fremder Söldner aufgenommen. Aber über die wissen wir wenig. Die Männer des Zintrias, ganz bestimmt. Ich bin ihnen in der Stadt begegnet. Sie wollten mich töten. Wir müssen von beiden Seiten zugleich zuschlagen. Du ziehst die Verteidiger auf dich und beschäftigst sie. Ich schleiche mich von hinten rein, suche die Frauen und sorge dafür, dass ihnen nichts passiert. Ich springe über die Mauer, sobald ihr angreift. Dein Plan ist ein großes Risiko für dich. Aber du schaffst das. Gehen wir. Es geht los. Schnell, schnappen wir uns Rodericks Pferde und hauen ab. Wir kommen nicht weit, wenn die Jungs da vorne nicht durchhalten. Nicht so schnell. Kleine Planänderung. Ich würde eher sagen, eine große Planänderung. Also, ihr wollt eigentlich... Ja, Geralt, was machst du da? Ja, cool, wa? Scheiß Keulen, hey. Da da jemand hinter mir? Mann! So, einer weniger, geht schon mal ein bisschen besser. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Was zum... Das ist total verwirrend mit dem Kampfstil. Mann! Ich stelle mich ja gerade echt an wie der letzte Mensch. Oder der letzte Hexer. Roderick hat sie geschickt, um die Pferde zu holen. Er will fliehen. Das kann ich nicht zulassen. Hab ich auch nicht vor. Meine Herzoglichen in Sicht. Sie bewachen sie wohl nicht. Das muss Schneller! Roderick sein. Lade diese Kisten auf den Wagen! Vergiss es. Sie haben die hintere Mauer durchbrochen. Servus. Komm, Tötet ihn! Ja, versucht's doch. Vorwärts! Keine Gnade! Ein Schild ist ziemlich nervig. Kesselt ihn ein! Umzingeln und erledigen! Los, los, Jungs! Erledigt den Trottel! Ja, mit dem Schildtypen bringt das nicht Kesselt ihn viel. ein! Umzingeln und erledigen! So, schon besser. Was? Haben da getroffen? Los, los, Jungs! Erledigt den Trottel! Das bringt nichts. Wem kommt eigentlich die große Blutspur da? Vorwärts! Na, na, na. Keine Tschüss. Gnade! Mich knackst du nicht so schnell! Oder bin ich anderer Meinung? Was ist das für ein schönes Schwert hier? Na, Roderick, Roderick, Roderick. Komm her, Roderick. Was? Wie lange soll ich noch warten? Wollte gerade sagen. Gnade! Gnade!
Ich habe nichts Falsches getan. Naja, du hast dir die falschen Freunde ausgesucht. Die Männer des Zintrias. Wo sind sie? Ich wusste es. Hätte sie nicht unter mein Dach lassen sollen. Wo ist die Gefangene? Die Frau. Was meinst du damit? Ich weiß nichts von einer Gefangenen. Das muss das Werk meiner Gäste sein. Wo sind sie jetzt? Im Bergfried. Sie bereiten ihre Flucht vor. Ist jemand bei ihnen? Eine Frau namens Sienna? Ja, natürlich. Sie hat mich überredet, sie aufzunehmen. Und jede Menge Ärger gleich dazu. Wo ist sie? Sie packt. Wir wollten zusammen fliehen. Alter Dummkopf. Ich hätte alles für sie getan. Wo ist sie? Auch im Bergfried? Ja. Ihre Gemächer sind im Turm. Ganz oben. Was wird aus mir? Ich überlasse dich der Herzogswache. Wenn du bis dahin nicht verblutet bist. Pfui, mögen dich die Pocken holen. Keine Chance, ich bin Hexer. Wer bist du? Der eiserne Borg! Was? Wow! Natürlich kann man die scheiß Hunde hier. Was jetzt? Langsam die Schnauze voll hier. Noch ein aus Nasser ihr gefälligst. Ja, natürlich. Komm schon. Bringt nix. Ja, so viel dazu. Geralt, das waren alle. Kannst du da gehen. Dankeschön. Alter, der Riesentyp. Hier war das derjenige, den ich damals Dingsfight, sprich in der Arena besiegt habe. Der große Ritter. Auf alle Fälle hat er die gleiche Bewegung. Interessant. Egal, müssen weiter. Keine Gnade. Da ist einer. Sie sind überall. Ja, 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 wir sind überall. Das war der Ochse, der verzaubert wurde. Letzte Chance. Ergebt euch. Das hat uns diese Hure eingebrockt. Tötet ihn! Angriff! Ich muss in den Bergfried rein. Sie werden bezahlen für alles. Ganz ruhig, ihr zwei. Dann wollten wir das eigentlich alleine machen. Naja. Detlauf, könnt ihr zwei, danke. Ich finde das sehr toll von euch. Dankeschön. Also das viele. Kein Problem, Tobi ist mir sowieso lieber. Leck mich, ey.
Jo, ich glaube, so ein Gemetzel, das hatten wir seit der Schlacht von Kaer Morhen nicht mehr. Die zwei. Obwohl ich mich an diese Vampirform von Regis aus dem Bücher gar nicht mehr erinnern kann. Da gab es in den Büchern gar nicht. Ich meine, klar sind eine große, richtige Vampir, also Fledermausform, klar, die schon. Ah, ihr macht das schon, war gut. Regis, beruhig dich, es waren alle. Was? Doch nicht, hinter? Natürlich noch einer. Der wird Spaß mit dem Töten haben. So war sie jetzt vielleicht. Hä? Hey ja, hey ja, hey ja, ja. Leute, machen mir gerade Angst. Wer darf denn mit ihren scheiß Teleporten? Ah, jetzt. Euch beide hatte ich hier nicht erwartet. Wir dachten, du könntest unsere Hilfe gebrauchen, deshalb... Hexer, wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wo ist Rena? Drinnen werden jede Menge Fragen beantwortet, das spüre ich. Gut, dann mal los. Rena. Bist du verletzt? Haben sie dir... Du kennst mich. Das würde ich nie zulassen. Ich habe auf dich gewartet. Ich wusste nicht, wo ich suchen sollte. Sie wollten dich töten, Verzeih mir. Ich habe dich enttäuscht. Jetzt müssen wir nur Anna Henriettas Schwester finden. Wo sollen wir suchen? Weißt du das? Ich habe Roderick getroffen, den Herrn von Duntin. Er sagte mir, wo ich Syanna finde. Sag schon, dann holen wir sie. Die Zeit ist knapp. Er sagte, sie wäre in einem Zimmer im Turm. In dem Zimmer, in dem wir stehen. Was nicht wirklich wie eine Gefängniszelle aussieht. Außerdem steht hier eine Karaffe mit Wein. Ich wette, das ist der gestohlene Sangreal. Was willst du damit sagen? So viel dazu, dass, was Gerald vorhin gesagt hat, dass viele Fragen beantwortet werden würden. Ich habe eher das Gefühl, es stehen sogar ein paar neue. Was ist dran gelogen, ihn benutzt? Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen zu wenig Beweise, aber warum nicht gestehen? Da fand ich schon mal... Ich meine, vor allem die Flasche, die sie gerade irgendwie verstecken wollte. Ah ja, schon ziemlich auffällig. Ich gebe dir eine Chance. Erzähle uns alles. Ich habe nichts zu erzählen. Hexer, was soll das? Tut mir leid, Detlef. Du wurdest reingelegt. Mein Freund, bitte. Du musst hören, was Gerald zu sagen hat. Ja, klar, es läuft darauf hinaus, aber haben wir da wirklich alle Beweise dafür? Bezweifle noch ein wenig, das scheint mir doch ein bisschen eindeutiger zu sein. Rena ist nicht ihr richtiger Name. Eigentlich heißt sie Syanna. Und Syanna ist die Schwester von Anna Henrietta, der Herzogin von Toussaint. Was für ein Quatsch ist das denn? Syanna wurde als Kind verbannt, aber sie ist vor kurzem zurückgekehrt. Sie lebte auf Duntin und führte von dort aus eine Wandergilde an. Sie schickte einen Mann nach Beauclair, den Zintrier, um Wein für sie zu stehlen, der für die herzogliche Familie bestimmt ist.
Der Zintria hat uns zu ihr geführt. Später habe ich ihn erwischt, als er ein Juwel klaute, das Syanna als Kind von ihrem Vater bekommen hatte. Tut mir leid, Detlef. Sie hat dich benutzt für ihren Plan. Komm nach Tesha Mutna und erkläre dich. Wenn nicht, mache ich Beauclair dem Erdboden gleich. Das verspreche ich dir. Du hast 3 Tage. Ich warte auf dich. Er ist einfach weggeflogen? Er wollte nicht voreilig handeln. Er wollte seine Nerven beruhigen. Glaubst du, dass er seine Drohung wahr macht? Ich weiß es nicht. Wenn er wütend ist, ist er unberechenbar. Ich werde zu ihm gehen. Wie bitte? Nach allem, was er gerade... Du kennst Detlef nicht so wie ich. Wenn ich nicht tue, was er sagt, wird er die Stadt wirklich vernichten. Dazu ist er mehr als in der Lage. Ja, das ist schon noch gut, aber mich würde vor allem interessieren, wieso tut sie diese ganze Scheiße? Packt dich jetzt dein Gewissen? Besser spät als nie, oder? Nun, das scheint wirklich die beste Möglichkeit zu sein. Herrin, wir müssen vorsichtig sein. Die Wachen haben hier Vampire gesehen. Sie könnten noch da sein. Vampire oder nicht, meine Schwester ist hier. Findet sie. Gnädige Herrin, das... Syanna. Es stimmt also. Du bist es. Schwester, Liebste. Wo bist du da nur reingeraten? So besorgt. Ich bin überrascht. Ist das etwa ehrlich gemeint? Du bist verbittert, das verstehe ich. Aber ich verspreche dir, dass wir die unschönen Angelegenheiten der Vergangenheit alle bewältigen werden. Wir sprechen später darüber. Hauptmann, begleite Syanna zum Palast. Ich komme zu ihr, sobald wir zurück sind. Wie du wünschst, gnädige Herrin. Hexer, ich danke dir. Ich kann es nicht fassen, dass meine Schwester die ganze Zeit über so nah war. Roderick von Duntin wird sich für Verrat und Erpressung verantworten müssen. Moment mal, Verrat vielleicht schon, Erpressung, das ist falsch. Roderick wurde hintergangen und benutzt. So wie der Vampir. Steht inzwischen fest, wer seine Geliebte entführt hat? Wir haben herausgefunden, dass Syanna den Vampir erpresst und ihm befohlen hat, diese Menschen zu töten. Was? Was für ein Unfug ist das denn? Sie ist seine vermisste Geliebte. Sie hat ihre eigene Entführung vorgetäuscht, damit er auf ihre Wünsche eingeht. Er war ein Werkzeug. Der Plan stammte von Syanna. Sie steckte dahinter. Du irrst dich. Du musst dich irren. Das kann nicht sein. Gnädige Herrin, ich kenne diesen Vampir und... Was? Du kennst ihn? Wer ist das? Detlef. Derselbe, mit dem ich vor kurzem an einem Tisch saß und der mir von Nazair erzählt hat? Gibt es noch was, das ich vielleicht nicht weiß? Etwa ein Drache, der unter der Gorgo wohnt? Ist hier sonst noch jemand ein Vampir? Wo ist er jetzt? Er wartet auf Syanna. Wenn sie ihn nicht zu einer bestimmten Zeit trifft, wird er Beauclair zerstören. Er wagt es, uns zu drohen? Gnädige Herrin, wir haben 3 Tage, um ihm Syanna zu bringen und...
Ich will kein Wort mehr hören! Du hast 3 Tage, mir seinen Kopf zu bringen. Keine weiteren Geheimnisse, keine helfenden Vampire. Ich will haben, wofür ich bezahle. Den Kopf des Biests. Meinst du, die gnädige Herzogin hat sich beruhigt? Kaum. Sie vergisst nichts, nimmt nichts zurück. Vor allem keine Drohungen. Tja, selbst ich muss zugeben, dass Detlefs Betragen höchst unangemessen war. Verwerflich gar. Bist du nervös? Warum sollte ich? Mal sehen. Du kommst mit leeren Händen von der Jagd. Keine Trophäe. Keine neue Spur zum Prahlen und Verfolgen. Der war auch nicht schlecht. Hey, übrigens, habt ihr gerade gesehen, da stand etwas von Pallas Beauclair einige Tage später. Hallo? Detlef hat doch gesagt, 3 Tage später macht Beauclair dem Erdboden gleich. Toll, einige Tage später. Einige sind für mich mehr als 2. Also, ja, ist bereits vorbei. Toll, Spiel vorbei, schön. Passieren können. Nation, du erinnerst dich? Jo. Ich kann gar nicht nervös werden. Die Mutationen, du erinnerst dich? Ja, natürlich. Deine Standardausrede, wenn dir ein Gespräch unangenehm ist. Scharf beobachtet. Wechseln wir also das Thema. Und wie reagieren deine Kunden üblicherweise, wenn du ihre Erwartungen nicht erfüllst? Kommt drauf an. Bauern werden ausfallend. Händler verlangen ihr Geld zurück. Adlige lassen meist nur die Hunde los. Und Herrscher? Die drohen mit dem Galgen. Die höchste erlauchte Herzogin erwartet die Herren. Edle Herrin, das Volk verlangt nach Strafe für Sianna. Sie hat schreckliche Verbrechen begangen und allzu viel Blut vergossen. Noch ein Wort, Palmerin, und ich vergieße noch mehr Blut. Deins. Zum letzten Mal. Sianna hat viele auf dem Gewissen, das ist wahr. Aber sie ist auch meine Schwester. Uns verbinden eine gemeinsame Kindheit und Blutsbande. Ich lasse nicht zu, dass sie gelyncht wird. Höchst erlauchte Herzogin, ich fürchte, die Massen werden sich erheben und mit Fackeln und Mistgabeln das Gefängnis stürmen. Sollen sie doch. Dort finden sie sie nicht. Sianna befindet sich an einem sicheren Ort und wird vor Gericht gestellt, sobald wir diesen verfluchten Vampir los sind. Nach euren Gesichtern zu urteilen, dauert das wohl noch eine Weile. Wir taten, was wir konnten, aber... Meine Geduld geht zur Neige, Geralt. Wo ist er? Wo ist Detlef? Ach du Scheiße, ist die sauer. Keine Ahnung, wir arbeiten daran. Wir haben eine dritte Variante, weil ganz ehrlich, einer Frau, die so wütend ist, so eine Aussage zu unterbreiten. Ich hab's einmal getan, nie wieder. Von dem her, Freunde, wie es weitergeht, das war in der nächsten Episode. Scheiße. Ja, das wird ja noch spannend, ich meine... Also, ja, es wird sicher darauf hinauslaufen, das Ganze mit Sianna und Detlef, die Story zu Ende gehen wird. Und wie wir bereits aus Wild Hunt und Hearts of Stone wissen, gibt es immer mehrere Enden. Nur bin ich gerade ein bisschen unschlüssig darüber, wie ich das Ganze im Guten erwähnen soll. Also die 2 Varianten, entweder Sianna stirbt oder Detlef stirbt, oder beide. Aber dass alle überleben? Oh Mann. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.